Hallo und herzlich willkommen wieder bei der Janker Filmschmiede. Ich bin mit meinem Ergebnis zufrieden, besser als zufrieden. Ich bin fertig mit meiner geilen Küche. Habe ja alles fertig gemacht. Wie gesagt, das ist diese 3D-Fließtapete und das habe ich alles auf ein Sperrholzblatt, das sauber reingepasst. Ja. So sieht das da hinten aus. Jetzt habe ich super alles eingepasst, funktioniert top. Und das sind die Bahnen, die wo immer sauber überlappt sind, damit man hier keinen Abstand kennt. Hier habe ich auch wieder eine Sperrholzplatte und das geht dann bis hoch. Und das Ganze funktioniert ganz super, also ich bin total überrascht gewesen, wie geil das funktioniert und alles ein bisschen neu dekoriert. Wir haben jetzt neue Boxen, wo die Tees drinnen sind. Die hat meine Frau schon nummeriert. Ja. Also das ist wirklich eine tolle Sache und alles wieder super festgemacht. Und also ich bin stolz, also das habe ich braucht 3 Tage, war das alles picobello sauber herinnen. Also wie gesagt, das ist jetzt die rechte Seite und dieser Wunsch ist auch in Erfüllung gegangen. Ich habe gesagt, ich mache so einen kleinen Sockel drauf und unten drunter habe ich dann die SMD Lichterleisten drauf gebracht. Ja, und dann, damit da ein guter Schutz besteht, habe ich nicht irgendeinen Klarlack hergenommen. Da gibt es extra eine spezielle Lasur für Tapeten. Wenn man das Mittel pur verwendet, dann hat man einen Hochglanzeffekt, und wenn man es 1:1 mit Wasser mischt, dann haben wir den Matteneffekt. Ich wollte den Matteneffekt, und das heißt, wenn da mal ein Wasserspritzer oder irgendein Fett dran kommt, dann kann man die problemlos abwischen. Ich habe aber vorgeschlagen, wenn man mal was Deftiges brutzelt, wo es ein bisschen spritzen könnte, dann mache ich hier bloß so ein Brett als Schutz hier und fertig. Irgendein Sperr aus, das lehne ich da hin und dann funktioniert das Ganze wieder. Damit wir beim Videofilmen auch mehr Licht haben, habe ich da oben komplett neue SMD-Lichterei da und ich denke mir, das reicht aus. Und das ist die andere Seite. Ja. Es ist ja so, wenn man jetzt da reinkommt von draußen, da meint man echt, das ist eine echte Steinwand. Das wollten wir aber nicht, weil die sind wirklich sehr, sehr teuer. Wir haben schon mal vorgehabt, wir machen eine richtige Steinwand hier. Aber da wäre ich bei dem ganzen Raum auf 700 € gekommen, und wenn es mir irgendwann nicht mehr gefällt, dann kann ich die ganze Scheiße wieder runterreißen. Und so tue ich nur die Silikonnaht, hier unten Silikon gemacht. Das drehe ich wieder auf und oben die kleinen Fixierschrauben raus, und dann kann ich die ganze Platte wieder wegnehmen und kann es anders machen. Und hier ist das gleiche. Ja, also ich bin mit dem Ergebnis voll zufrieden. Also nur ein kleiner Tipp, wer sowas Ähnliches auch machen kann. 3D Fließtapete, einfach mal googeln bei Amazon. Findet man verschiedene Muster und ist ein hochwertiger Fotodruck. Ja, kann sie sehen lassen. Ja, ich wollte euch bloß das Ergebnis zeigen. Küche ist fertig und alles sauber dekoriert. Also besser, alles was nicht in die Küche gehört hat, habe ich alles rausgeschmissen. Nur noch Sachen darin, was in die Küche was verloren hat, und alles andere ist weg. Frische Bananen, Obstkorb haben wir alles hier für Smoothie-Zubereitung. Wir machen gerne Smoothies. Hier habe ich Gerstengraspulver, dann habe ich hier den Matcha für Smoothies vom Roman Firnkranz, kann ich nur empfehlen. Und somit haben wir eigentlich alles da.
Hagebuttenpulver für die Gelenke. Da wird wieder neue Knorpelbildung. Dann, was gar nicht fehlen darf, bei den meisten Sachen habe ich noch einen Teelöffel Kurkuma-Pulver rein. Ist krebshemmend, genau wie sehr krebshemmend ist auch das Gerstengraspulver. Ruhig 2 gehäufte Teelöffel am Tag in Smoothie rein oder in den Saft reingerührt und schmeckt mega lecker. Also wirklich sehr gesund, das sind ja erwiesene Sachen, wo helfen. Dann Kokosblütenzucker kommt ab und zu rein. Natürlich Kokosöl darf nicht fehlen. Ja, das habe ich jetzt alles wirklich sauber benannt und da bin ich zufrieden. Also das gefällt mir sehr gut, das war der Wunsch von meiner Frau. Neue Kisten hin und passt, kann sie sehen lassen. Also so viel zur Info, mit der Küche bin ich fertig, Küchenupdate und ein neues Schneidbrett habe ich auch vom Ikea. Ja, das ist ein Bambusschneidebrett. Ja. Gut, mit diesem Sinne war es das und das wollte ich euch wirklich einmal zeigen und ich kann es gar nicht glauben, aber ich bin zufrieden. Also das ist echt mega geil, was man aus der Küche gemacht hat. Wenn ich vorher noch anschaue, wie es vorher war, da hat das richtig scheiße ausgeschaut. Ich wollte schon gar nicht mehr reingehen. Da. Und jetzt ist das wirklich absolut hammergeil. Also super. Also mit diesem Sinne, wer sowas Ähnliches zu Hause nachbauen will oder nachmachen will, 3D Fließtapete und eine spezielle Tapetenlasur drauf, damit es geschützt ist. Und dann liegt eigentlich der neuen Küche oder Schlafzimmer oder Wohnzimmer nichts mehr im Wege. Also mit diesem Sinne wünsche ich euch was, aber Helmut, die Anker Filmschmiede, macht es gut, bis zum nächsten Video. Servus.